Die ersten Leopardenbabys seit vielen Jahren. Noch haben die beiden keine Namen. Es scheint sich jedoch um ein Männchen und ein Weibchen zu handeln. Die beiden Babys sind das erfolgreiche Ergebnis der langwierigen Zuchtversuche im Kölner Zoo. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Geburt. Das konnten wir eben auch anhand der Videoaufnahmen aus der Wurfbox genau sehen. Die Mutter kümmert sich hervorragend um die zwei Kleinen. Und jetzt nach 2 Wochen sieht man auch schon das Resultat der nahrhaften Muttermilch. Also sie haben sich mindestens verdoppelt, sind richtig plüschig, flauschig geworden. Doch noch dürfen die plüschigen Fellknäuel und besonders die Mutter nicht gestört werden. Andernfalls wäre die Gefahr groß, dass sie ihre eigenen Babys auffressen würde. Die Züchtung von persischen Leoparden ist insgesamt sehr schwierig. Nachdem zuvor ein Männchen von der Mutter getötet wurde, hat es erst mit dem 3. Kandidaten geklappt. Deswegen ist man in Köln mehr als glücklich über den Nachwuchs. Mit den persischen Leoparden war es jetzt sehr schwierig. Die Azizam hat jetzt den 3. Partner. Das muss halt einfach gut klappen, die müssen harmonieren. Gott sei Dank hat der gedeckt, das hat dann auch gut funktioniert. Erst in ein paar Wochen dürfen die Kleinen die Box verlassen. In der Zwischenzeit spielt Papa Dates für die Zoobesucher den Alleinunterhalter. Er kam auch erst 2013 aus Holland nach Köln. Die Aufregung bei den Leoparden ist bis jetzt noch nicht auf die Nachbarn übergeschlagen. Da nimmt man den Zuwachs in der Katzenfamilie sehr gelassen. Sie sollten sich jedoch beeilen, ihre Nachbarn kennenzulernen, denn sie werden nicht für immer in Köln bleiben. Ihr ganzes Jugendleben werden sie hier bei uns verbringen und frühestens mit einem Jahr, wahrscheinlich erst mit 1,5 bis 2 Jahren, werden sie dann den Zoo verlassen, in unterschiedliche Zoos gehen und dann werden sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zur Zucht eingesetzt werden in einem anderen Zoo oder vielleicht sogar in ihrem zukünftigen Auswilderungsgebiet. Besonders für die erneute Ansiedlung im ursprünglichen Verbreitungsgebiet der bedrohten Tierart stellt die Zucht in Köln einen besonders großen Erfolg dar. Die Zoobesucher werden die plüschigen Leopardenbabys voraussichtlich ab November bestaunen können. Bis dahin muss das süße Foto vor dem Gehege reichen.